Montage des Gutta Premium Carports. Erstens, der Verpackungsinhalt. Prüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Richtigkeit, Vollzähligkeit oder eventuelle Beschädigung der Produkte. Zweitens, was wird zur Montage benötigt? Beachten Sie vor Beginn die Montagehinweise und Voraussetzungen, die jeder Lieferung beiliegen. Drittens, Grundriss und Fundamentmaße. Betonfundamente 40 x 40 x 80 cm, angegeben in Länge mal Breite mal Höhe. Beachten Sie bei den Fundamentmaßen die variablen Längenmaße. Viertens, Montage 4.1, Verbindungen der Pfosten mit den Querträgern. Legen Sie die Pfosten mit den vormontierten Füßen paarweise flach auf den Boden und verwenden Sie einen Karton als Unterlage. Befestigen Sie die Strebenlagerungen für Pfosten an jeder Pfosteninnenseite. Abstand oben 320 mm. Platzieren Sie dann die Querträger oben an den Pfostenpaaren und verschrauben Sie diese mit je 4 Schrauben M8 x 25 mm. 4.2 Vormontage der Sparren. Legen Sie die Sparren in Reihenfolge flach auf den Boden und verwenden Sie einen Karton als Unterlage. Schieben Sie die Strebenlagerungen in die untere Nut der beiden Randsparren und fixieren Sie diese mit je 4 Linsenschrauben M6 x 10 mm. Danach die Lagerprofile, die mit je 2 Schrauben M8 x 12 mm verschraubt werden. Achten Sie auf die variablen und fixen Abstände. Montieren Sie nun jeweils 2 Lagerprofile an den beiden inneren Sparren. Abstände von vorne und hinten analog den Randsparren. (4.3) Montage der Dachsparren. Stellen Sie jetzt die beiden Pfostenrahmen auf und legen Sie einen der beiden Randsparren auf und verschrauben diesen beidseitig mit den Sechskantschrauben M12 x 200 mm, Mutter und Sprengring. Verschließen Sie dabei gleichzeitig die offenen Querträger mit den vorgebohrten Profildeckeln. Montieren Sie dann die beiden Pfostenstreben mit jeweils 2 Sechskantschrauben M12 x 80 mm, Muttern und Sprengringen. Platzieren Sie nun den nächsten Sparren und stecken Sie dabei die beiden Querstreben auf. Verschrauben Sie den Sparren vorne und hinten. Wiederholen Sie diese Schritte bis zum äußeren Randsparren. Bringen Sie auch hier die Pfostenstreben an und verschrauben Sie dann die Profildeckel rundum mit jeweils 4 Metallschrauben 4,8 x 25 mm. (4.4) Montage der Regenrinnen. Setzen Sie die Rinnen vorne und hinten auf die Gewindebolzen und verschrauben Sie diese mit den Muttern M8 mit Flansch. Verschließen Sie anschließend die Seiten der Rinnenprofile mit den Deckeln und jeweils 4 Metallschrauben 4,8 x 25 mm. 4.5 Verlegung der Dachplatten. Legen Sie die Stegplatten geschützt aus und schlagen Sie die Ränder der Schutzfolien um. Kleben Sie die offenen Stirnseiten der Platten zum Schutz vor eindringendem Staub und Schmutz mit dem Kantenverschlussband ab. Stecken Sie dann die U-Profile auf. Achten Sie dabei darauf, dass die Abtropfkanten nach unten gerichtet sind. Legen Sie dann die erste Platte auf.
Richten Sie korrekt aus und verschrauben den vorgebohrten Profildeckel des Randprofils mit den Schrauben 6,3 x 32 mm mit Dichtung. Montieren Sie dann die weiteren Platten in der gleichen Weise. Ziehen Sie jetzt die Schutzfolien komplett ab und bringen dann die Abdeckkappen an den Sechskantschrauben an. Punkt 6. Bodenbefestigung. Richten Sie die Pfosten korrekt aus und bohren anschließend die Löcher für die Betonanker in die Fundamente. Bohrdurchmesser 12 mm, Bohrtiefe 90 mm. Schlagen Sie die Anker ein und ziehen Sie die Muttern an. Bringen Sie im letzten Schritt noch den Regenablauf links oder rechts an. Sie haben es geschafft! Die Montage Ihres neuen Premium-Carports von Gutta ist abgeschlossen.